Servus, grüß euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute absurd, widersinnig, irrsinnige Sachen. Neues aus Absurdistan geht heute weiter und es ist wirklich absurd. Es gibt nur noch absurde Sachen auf der ganzen Welt, wo man nicht verstehen kann. Aber so ist es heute. Neues aus Absurdistan. Mit beschönigenden Daten gaukelten 3 US-Regierungen der Öffentlichkeit militärische Erfolge in Afghanistan vor, enthüllte die Washington Post am 9. Dezember 2019 oder wie es US-Sondergeneralinspekteur John Sopko nach Offenlegung von 2000 Seiten brisanter Geheimakten schonungslos auf den Punkt brachte. Das amerikanische Volk ist von seinem Präsidenten jahrzehntelang belogen worden und etliche weitere Nationen von ihren Anführern seit der Steinzeit wohl ebenfalls. Konsequenzen haben derlei Sätze selbstverständlich nicht. Selbst der größte globale Skandal ist heute nach wenigen Wochen längst vergeben und vergessen. Da unser Gehirn danach schon den nächsten Schwachsinn verdrängen muss, weil anschließend bereits der nächste politische Humbug folgt. Klare Worte. Und so geht es immer dahin, wie am Fließband. Von einem Absurdes in das nächste Absurde. Genau so ist es. Jeder Astronaut wird es Ihnen bestätigen. Unser Erdball wirkt umso idyllischer, je weiter man sich von ihm entfernt. 999 Dinge bewegen sich auf dieser Welt täglich vorwärts und 1000 Dinge täglich zurück. Andere nennen dies Fortschritt. Immer noch bewegt uns das Fällen eines einzigen Baumes vor unserer Haustüre mehr als die Abholzung eines Regenwaldes. Immer noch treibt uns ein überfüllter Fahrstuhl den Schweiß auf die Stirn, während uns das Problem der Überbevölkerung weiterhin kalt lässt. Immer noch bläuen wir unseren Kindern eifrig den Sandmann, die Zahnfee oder den Kinderstorch ein. Und noch eifriger treiben wir ihnen in der Pubertät Waldgeister, Wurzelzwerge, Werwölfe und weitere Wunderwesen aus. Alle Jahre wieder begehen wir das Osterfest feierlich mit bunt gefärbten Supermarkteiern, ausgebrütet in qualvoller Massentierhaltung. Alle Jahre wieder gedenken wir des Muttertags liebevoll mit Schnittblumen aus Afrika gepflanzt, geerntet und importiert und unter unwürdigsten Arbeitsbedingungen für ein Fest, dessen Datum gesetzlich nicht verankert ist, sondern auf Übereinkünften unserer Wirtschaftsverbände basiert. Wie das Lexikon weiß und alle Jahre wieder überhäufen wir unsere Kleinsten zum Weihnachtsfest scheinheilig mit liebevoll verpackten Plastikschund aus China, Indien oder Vietnam. Hergestellt für Kinder von Kindern. Traurig. Auf das trinkt man. Das ist unfassbar absurd. So ist es. Zur Erinnerung, Gott schuf den Menschen am Nachmittag, vormittags hatte er die Affen erschaffen, dann gingen ihm die Felle aus. Kein Tag, an dem unsere Primatengilde ihre Beschränktheit seither nicht eindrücklich unter Beweis stellt. Frenetisch beklatschten Millionen von Kinozuschauern 2017 den 9. noch brutaleren Hollywood-Knüller über den Planet der Affen und applaudierten damit einmal mehr sich selbst, ob uns außerirdische Superhirne im Gegenzug ebenso Beifall zollen, wenn sie erfahren, dass sich Frauen im Iran heimlich ins Fußballstadion schleichen müssen, um dort mit angeklebten Bärten, Perücken und grabestiefer Stimme ihre Männer anzufeuern, weil ihnen der Einlass ins Kickerparadies bis auf wenige Ausnahmen immer noch verwehrt bleibt. Ja, und die wird ja gar nicht so ernst genommen, weil es gibt so absurde Sachen und das wird alles so schwammig überspielt. Aber wenn man mal genau den ganzen Schwachsinn
Und das Wichtigste wird zurückgedrängt. Also kann man nur sagen, absurder geht es einfach nicht mehr. Weiter geht's, Neues aus Absurdistan. Noch nie haben wir so viel Wissen angehäuft und noch nie haben wir so wenig daraus gelernt. Wer weiß schon, dass ausgerechnet Großkonzerne wie Nestle, Bayer, BASF, die Düsseldorfer Waffenschmiede Rheinmetall oder das britische Königshaus in den letzten Jahren EU-Agrarsubventionen in Millionenhöhe erhielten. Schon mal darüber nachgedacht, weshalb korrupte Fußballfunktionäre ausgerechnet im FIFA-Palast von Zürich eine Andachtskapelle erwartet? Wieso nicht gleich ein Beichtstuhl? Schon mal hinterfragt, warum die Bestechung politischer Abgeordneter in Deutschland seit September 2014 strafbar ist? Weil sie zuvor legal war. Wussten Sie außerdem, dass in der Schweiz oft nicht nur natürliche Personen Kirchensteuern bezahlen müssen, sondern auch juristische Personen, also Firmen? Besonders perfid juristische Personen können nicht aus der Kirche austreten. Das darf im Alpenstaat nur Otto Normalverbraucher. Konsequenz ebenso wie muslimische Dönerkönige müssen in Zürich selbst Großbanken oder atheistisch orientierte Unternehmen happige Beiträge an die Landeskirchen entrichten. Also an Reformierte, Katholiken und Juden. Halleluja. Absurder geht es nimmer, vernünftiger nimmer. Über 500 Millionen Franken an Entwicklungshilfe pumpte 2018 allein die Schweiz nach Ruanda. Notabende in denselben afrikanischen Staat, der Englands Fußball-Moloch Arsenal gleichzeitig mit 35 Millionen Euro pro Jahr sponserte. Im selben Jahr verseuchten chinesische Produktionsfirmen westliche Blutdruckmedikamente mit krebserregenden Zusatzstoffen. Und kein Patient wurde dafür vor seinem Ableben mit einem Glückskeks entschädigt. Diplomatischer treiben es die Schweden. Liebeshungrige müssen sich dort gemäß Staatsdiktat vor sexuellen Höhenflügen neuerdings ihren ausdrücklichen Willen zum Akt bekunden. Ehe sie juristisch konform schnackseln dürfen, da vergeht ja selbst dem brünstigsten Elch die Lust am Rühren. Und die Paparazzi von Google Street View, die nehmen es mit dem Datenschutz längst derart genau, dass im englischen Cambridge neben menschlichen Rindviechern auch die Köpfe von Kühen unkenntlich verpixelt wurden, wie Twitter-Freunde amüsiert dokumentierten. So, das war jetzt mal absurd, Neues aus Absurdistan, und es gibt noch viel mehr absurde Sachen auf der ganzen Welt, und das würde ich sagen im nächsten Teil nochmal. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da, Daumen nach oben würde mich freuen, Kommentare auch, ja gut. Und wenn es nicht gefallen hat, dreht den Computer einfach wieder ab. Also habe ich Ehre, mit diesem Sinne, macht es gut, wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Helmut, die Janker Filmschmiede. Bis zum nächsten Video. Also, Prost, Servus. Oh, das ist gut.